Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa-Live-Ticker mit Christoph Hansen. Letzte Sonntag haben wir zu Lützeburg gewählt und da waren noch eine Reihe Überraschungen dabei. Wen hat zum Beispiel gedacht, dass Piraten direkt mal 2 Sitze an Chamber anzählen. Ich auf jeden Fall nicht. Das Resultat von meiner Partei, der CSV, ist nicht so unerwartet, wie verschiedene Leute das durchstellen. Das ist für die erste Mal seit bald 2 Jahrzehnten der CSV ohne Jean-Claude Juncker angetreten ist. So wie Schwergewicht kann keine Partei so einfach ersetzen. Auch die Sozialisten, wenn sie nicht mehr Jean Asselborn oder Marci Bartolomeo antreten, werden an denselben Fall kommen. Die CSV kennt das aus der Opposition und hat keinen Ministerbonus gehabt. Den ist zum Beispiel den Geringen stark zugutekommen das Jahr. Und trotzdem ist CSV an 93 von den 102 Gemengen stärkste Partei. Hat bald 1/3 von den Wählerstimmen gekriegt an 21 von den 60 Deputierten an der Chamber. Dass die LSAP stark wird verlieren, war für mich ganz klar. Mit ganzer 3 Sitzen als die LSAP die Partei, die am meisten Plätze an der Chamber verloren hat. Dass die LSAP im Allpreis probiert, in eine Koalition zu kommen, als für mich ein Zeichen von purer Verzweiflung. Der LSAP-Präsident Claude Hagen sagt öffentlich, dass hier nicht gesagt wird, wie LSAP sich an der Opposition erneuern. Wenn ich wirklich ehrlich wäre, müsste ich nur zugeben, dass das Team eigentlich nicht mehr um seinen persönlichen Platz an der Chamber geht. Ob Überzeugungen, rote Linien, wie zum Beispiel die 100 € mehr Mindestlohn, beibehalten können, wird man dann zum Schluss von den Regierungsverhandlungen gesehen, falls sie dann aufgeschlossen gehen. Die DP ist trotz Premierbonus angeknickt und verliert einen Sitz an der Chamber. Xavier Bettel war am Fass mit Claude Fiesler auf Kuschelkurs gegangen, weil hier die schlechten Sondagen für die DP gesehen hat und die guten Sondagen für CSV am Kopf hat. Außerdem hat Xavier Bettel den Fass mit Etienne Schneider aufgesucht, weil er sich bewusst war, dass er ganz klar die Kürzere gibt zählen. Kein grosses Zeichen von Confiance und Courage von einem Premier am Mengen an. Den einzigen, den Courage hat, sich den 2 zu stellen, das war der Claude Fiesler. Courage ist für mich ganz wichtig, wenn ich Verantwortung für Lützeburg überholen will. Eine starke Regierung und eine solide Majorität an der Chamber sind wichtig, wenn in dieses Land in Zukunft führen will. Eine Regierung, die von 32 auf 31 Sitze fällt, ist genau der Gegenteil davon. Und der Formateur refusiert mit Konkurrenten über den Inhalt zu schwätzen, für seine Posten zu retten, ist für mich außerdem ganz schwach. Xavier Bettel stellt sein persönliches Interesse über die vom Land, über den von uns alle guten Mitbürger. Da so nicht nehmen, mal bravo, Herr Bettel. Was wir brauchen, ist eine starke Regierung mit starken Frauen und Männern, die der Konfrontation und der Diskussion nicht aus dem Weg gehen, für das Land, als Leute, an Lützeburg, an Europa und an der Welt noch vorzubringen. Und dafür bräuchten wir auch ein starkes CSV an der Regierung. Lassen wir gespannt sein, wie viel Blau, Rot und grüne Linien die 3 Koalitionären sprangen werden, für ihren eigenen Posten dann noch zu retten. Für mich ist das, was Dolo auf alle Fall auflebt, ein regelrecht Trauerspiel, schlecht für Lützeburg. Merci für das Nachlauschen und bis geschwind.